Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasper. Ja, man strafe mich Lügen. Entweder das oder Marion hat ihn vor die Tür gesetzt oder war mal wieder für einen halben Tag aus dem Haus. Rainer hat gestern gestreamt. Und ich habe gesehen, der Stream insgesamt hat über 2 Stunden gedauert. Der liebe Ranger hat es zusammengefasst auf 12 Minuten. Das Game heißt offensichtlich Nobody Saves the World. Von dem Game habe ich null Ahnung. Ich habe die Geschichte noch nicht gesehen. Ich habe vorhin mal kurz in die Mitte rein geklickt für Soundanpassung und so. Aber ansonsten gehe ich da wie die Nelly rein. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was da jetzt dabei rumkommt. Es muss ja fürchterlich spannend gewesen sein, wenn man den über 2 Stunden Stream auf eine Viertelstunde runter, weniger wie Viertelstunde runterbrechen kann. Aber dann da dir mal sagen, der war nicht lang umeinander und geh mal einer in Rainer. Mit einem richtig, richtig guten Spiel. Und Richtig, richtig gut. zwar mit dem Spiel Nobody Saves the World. Für die Leute unter euch, die kein Englisch sprechen. Oh, hey, der kommt schon, Nobody Saves the World. Das ist halt ein Wortspiel, oder? Nobody bedeutet so viel wie jemand, der seinen Namen vergessen hat. Das ist so eine Bezeichnung für jemanden, Nein, bitte Rainer, nein. der halt nicht weiß, wer er ist, oder von dem man halt nicht weiß, wer er ist, so ungefähr. Das fängt ja. Ach, English Lord, wie wir ihn lieben. Wie wir ihn lieben. Kennt ihr noch das eine Ding, wo er da dort gestanden ist und sich beziehungsweise auf der Zaren-Couch saß und gesagt hat, er macht jetzt den ganzen Stream in Englisch, um zu beweisen, dass er Englisch kann und eigentlich nur Bone Clinks und seine Mutter beleidigt hat und sich zwischendurch heftigst lächerlich gemacht. Ah, da freut man sich drauf. Er checkt halt nicht, dass es halt einfach ein Wortspiel ist, so Nobody Saves the World. Ja. Und dann, oh ja, und der Charakter heißt dann Nobody oder was. Wir kennen alle die, oder vielleicht nicht, vielleicht kennen es auch nur Leute, die so alte Säcke sind wie ich, hier, Terence Hill Filme, My Name is Nobody und so. Und Saves the World heißt natürlich so viel wie beschützt die Welt, rette die Welt. Das erste Mal in einer etwas anderen Umgebung für mich, dass ich streame. Das ist für mich jetzt ein bisschen angenehmer gerade. Oh, Marion hat ihn tatsächlich rausgeschmissen. In einer anderen Umgebung, in der es für ihn etwas angenehm ist. Ja, schön, Rainer. Ist schön, 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 schön. Weil jetzt sollte so auch keine Störung mehr passieren. Ich weiß nicht, ob... Sorry. Leute, 35 Sekunden. Ich habe schon 20 Mal Pause gedrückt. Das tut mir leid. Weil es sollte keine Störungen mehr geben. Von Marion. Rainer, streamst du etwa? Nein, aber ich höre dich doch. Nein. Du weißt, ich setze dich vor die Tür, wenn die Leute hier aufschlagen. Oh, schön. Schön. Prost. Mein Ventilator im Hintergrund hört, meine Klima. Das hier ist mein Spielstand, 15,18 Stunden. Ich weiß also schon, was auf uns zukommt. Kein Blind Game, zumindest kein pures Blind Game. Nee, Rainer, Tatsache, wenn man mal 15 Stunden reingebuttert hat in so ein Game, ist es nicht mehr blind. Im Übrigen, das zählt auch für die ganzen anderen Spiele, von denen du behauptet hast, du hättest sie blind gespielt. Ich hoffe jetzt, dass ich wieder... Ich kann mit Sicherheit nicht mehr ich kann bestimmt nicht jeden Abend streamen. Im Übrigen, Rainer, was ist denn mit Metal Hellsinger? Warst gespannt, dass du Stepper dazu bist? Kann das sein? Ist das passiert, dass du gedacht hast, ach scheiße, ich bin da genauso schlecht wie bei Guitar Hero und Beat Saber und bei allem anderen, was mit Musik zu tun hat? Ja. Ist das so passiert? Naja. Aber ich werde versuchen, zumindest alle 2-3 Tage oder alle paar Tage wieder zu streamen. Auch weil meine Einnahmen ganz schön Ankündigungslot kündigt an. in den Keller gehen. Und von irgendwann muss ich ja leben. Oh, Besuch. Wo bist du denn hier? Wo ist denn deine Hose? Wo bist du denn, Hose?
Das erklärt zwar nicht die fehlende Hose, aber ich vergesse selbst ziemlich viel. Oh, Leselord. Ich sag, ihr kennt mich. Ich bin auch nicht der super Vorlese Master, aber ja. Oh. Ja, perfekt Pause gemacht. Hier steht's ja. Nostramagus. Ich bin gespannt, was da draus gemacht wird. Also auch geil, wie geil er da reingezoomt hat, oder ist das so bei dem Spiel, dass man den Text nur zur Hälfte sieht und der rechts und links abgeschnitten ist? Aber die Ausbildung ist schwer. Sehr, sehr schwer. Nichts für mich. Richtig schwer. Ja, für mich auch nicht. Nostramagus heißt der Typ. Der wird wahrscheinlich einfach Nostradamus sagen. Es ist zwar eigentlich ein Philosoph und kein Zauberer aus dem Real Life, aber drauf geweint. Drauf geweint, Alter. Ja, Nostradamus, der alte Philosoph. Oh, ja. Der Philosoph aus dem Real Life. Jo, Rainer, gib dir. Aber warum ist hier ein kaputtes Fenster? So eine Riesenhütte. Und weil du da drin gewohnt hast, Rainer. Deswegen ist da ein kaputtes Fenster. Warum liegt eine Wurst? Oh. Dann hat er aber ein kaputtes Fenster. Er muss einen Hinweis hinterlassen haben. Für mich, Randy, der Respektierliche. Seine unerschrockene Protégé. Ein Protégé ist übrigens jemand, in Hotels und so weiter hat man sehr oft ein Protégé. Das ist jemand. Ja, warte, ich glaube, er redet noch weiter. Aber ist jetzt schon Gold. Der quasi der amtierende Nachfolger ist, wenn irgendwas passiert, so ungefähr. Jedes Hotel hat einen Protégé. Was ist ein Protégé vom Hotel? Was ist das dann? Eine Pension? Oh Mann, ich krieg wieder mal. Oh Mann. Ich wüsste so gern, was dann bei ihm ein Mentor ist. Oh Mann, jedes Hotel hat ein Protégé. Ich glaube, ich habe gerade einen Dujardin. In die Kommentare, wer den Joke verstanden hat. Das ist quasi der Typ, der quasi ausgebildet wird vom obersten Chefe oder obersten Mods, der da irgendwie dann am Ende quasi, ja, eben ein Protégé, der eben dann da letzten Endes dann das übernimmt, was der Chef ursprünglich macht, wenn der Chef in Rente geht oder so. Das ist der Protégé vom Hotel, ja. Was ein Karamell Macchiato, also Macchiato. Karamell Macchiato, 600 Milliliter doppelte Menge Espresso. Halb Rahm. Espresso, du. Ja, hier, sein italienisches Blut, aber Espresso nicht aussprechen können. Ah! Milch, halb. Was zur Hölle? Sorry, das lese ich nicht ganz. Was ist mit dem, Alter? Und wir haben ein Level-Up und sind von Level 11 auf Level D gestiegen. Stelle bei einem Treffer 5 Mana wieder her und erhöht Gift um 15. Gesundheitsgegenstände stellen auch auch 8 Mana. Was? Wieder hin. Du hast noch erledigt. Du hast noch erledigt, die Quest abzugeben. Drücke Pfeil nach links und hol dir deine Belohnung im Questmenü ab. Du hast noch nicht erledigte Quests. Du hast noch erledigte Quests, ja. Ja, ich weiß, dass ich die erledigten Quests habe. Das war Absicht. Aber dann muss ich die jetzt erst einlösen. Ja, muss ich erst einlösen, sonst kriege ich keine neuen Quests. Mist. Übrigens hat dieser Biss auch den Vorteil, dass er die Gegner, wenn er sie nicht erledigt, ein bisschen zurückschubst. Außer die sind so groß und fett wie der da. So, damit haben wir die. Oh Mann. Bei euch kommen gerade auch die diversen Schanzenbesuchsvideos, wo es zu körperlichen Konfrontationen gekommen ist, in den Sinn, oder? Man kann sie zurückschubsen, es sei denn, sie sind so dick und fett wie die Erde. Den Guardian freigeschalten. Und mit Bravo. Was? Braveheart. Und Braveheart.
Ja, er hängt noch auf der Braveheart-Schiene. Muss aufpassen. Rainer, nicht, dass hier einer der Charaktere aus deinem Spiel die Jungfräulichkeit rauben will. Und den Ranger haben wir ebenfalls freigeschaltet. Wir erwarten einen Ranger, der uns eine Nachricht übermitteln soll. Ich glaube, da hat er jetzt ganz kurz überlegt, ob ihn das Game verarschen will. Das hat er programmiert. Ich nehme an, du bist dieser Ranger. Kannst du, die Nachricht lautet, uns ist die bewerkzigen Milch für euren Kaffee ausgegangen. Dürfen wir stattdessen normal... Was zur Hölle ist der denn für einer, Alter? Der missbraucht die ganzen Leute, oder was? Das nicht Was? Was? Habe ich da gerade gehört, du findest es nicht gut, wenn andere Leute Menschen missbrauchen? Da hast du in deinem Blog aber noch was ganz anderes reingeschrieben. Da fandst du es richtig, richtig geil und wolltest es eigentlich noch härter machen. Ich bin kein großer Fan vom Ranger, aber wir müssen ihn auch hochziehen. Das wird... Oh, der Ausschnitt wird prädestiniert für Memes. Außerdem ist der Ranger am Anfang recht stark. Ja, noch dazu braucht man da einen Führerschein dafür rein und den hast du nicht mehr. Was bist du denn? Ey, schaut mal, vor der Dealer. Ja, das da ist eine Mana-Fee, die uns natürlich Mana gibt. Und natürlich könnt ihr euch denken, an was die angelehnt ist. Ja, Zelda hat wirklich viele Einflüsse. Das ist ein bisschen nervig mit dem Ranger. Da kann der Ranger natürlich auch so schießen, ne? Ich bin die Hexe Octavia. Hexe ist das, okay? Das hier ist die Mumie. Oh. Die Mumie. Oh, leck mich. Rainer. Vor allem, er hat die Scheiße schon 15 Stunden lang gespielt vorher. Also er hat das alles auf jeden Fall schon mal gelesen. Jetzt möchte ich wissen, wie er Disaster ausspricht. Meine Fluximeter erfasst Spuren von Desaster an dir. Bist du ein Kämpfer oder bist du was? Oder was bist du? So, entschuldigt, ich musste mal meine Klima anders einstellen. Was noch ein Ventilator, Rainer? Seine Klima. Alter, jetzt tut er wieder so, wie wenn er irgendwo im Luxushotel sitzen hat. Oder ich habe da hier zentrale Klimaanlage, da stelle ich dann hier, rufe ich einmal Alexa. Dulli-Anlage auf 20 Grad. Mein Stuhl hier schon wieder los. Einer geschissen wärst haben, oder der backt den nicht. Eins von beiden. Vor allem ist euch aufgefallen, obwohl ich der Ranger bin, wurde mir kein Ding gezeigt. Okay. Kein Bild von einem Ranger. Okay, da oben könnten wir eigentlich schon mal die Dinge holen. Haben wir nämlich schon mal eine neue Fähigkeit. Erneuern ein bisschen mehr Money. Das hier ist nämlich ein offizieller Drachenlord-Stream. Ja. Wie man oben rechts in der Ecke an meinem Drachenlord-Logo hat. Ja, oben rechts in der Ecke sieht man das Drachenlord-Logo nicht. Danke für den Ranger dafür. Aber, was hier bitte keine Restreamer benennen, danke. Falsche Channel. Hat nämlich er absolut keinerlei Rechte daran. Und auch sonst niemand. Außer er hat von mir die Erlaubnis. Die hat niemand. Außer Moa. Ich habe dich schon öfter gesehen mit meiner Tasche, mein Freund. Du bist ein interessantes Wesen. Ja, du bist etwas bizarr. Das höchste Wesen. Reich und bizarr? Ja, das ist ein Händler. Das ist gerade ein dankbar ungünstiger Zeitpunkt für... Ja, und ungünstige Zeitpunkte sind immer sehr dankbar. Vor allem für Besuch von einem Kumpel. Ein Besuchkumpel. Er hat mir den König gerade wegen dieses Monsters. Er hat mit dem König... Oh, warum spielt er denn auch Spiele, die so textintensiv sind, wenn er weiß, dass er nicht für 5000 Euro lesen kann? Nicht, wenn es um sein Scheißleben gehen würde. Mit dem König geredet wegen dieser Monster. Was ist ein König denn ohne sein Schloss? Das ist eine Burg, das ein Schloss, aber gut. Bloß ein fein
Gekleideter Nichtsnutz. Was? Was der Rainer ohne seine Schanze? Ein schlecht gekleideter Nichtsnutz. Kann da wirklich Nichtsnutz? Nee, ne? Damit bekommen wir eine neue Fähigkeit. Und zwar die Fähigkeit Pfeilhagel. Eine der schönsten und mächtigsten Fähigkeiten vom Ranger. Wie spät ist es noch nicht? Wie lange streamen wir jetzt schon? Zu lange, Rainer. Zu lange. Ich weiß nicht, wie lange ihr da an dem. Aber zu lange. Eine Stunde ungefähr. Erledige Gegner mit der 2%. 2%. Ja, das Angriffsbonus vom. Oh. So, jetzt müsste es aber klappen hier. Okay, jetzt habe ich zu viel Schaden gefressen. Ah, da seht ihr. Das Blaue da ist eine dauerhaft permanente Quest. Und die ist nämlich permanent da. Kommt immer wieder. Permanent ist die So, da. und hier ist das Pferdedungeon. Und damit sind wir schon auf Rang C. Und wir schalten das Pferd frei. Eines der geilsten Charaktere im Spiel. Ich rede auch ab und zu mal mit euch, ja, aber. Blue. Spielt noch eine Stunde, dann hat das Pferd verhungern lassen, Alter. Ich schwör's euch. Das ist in erster Linie ein Gaming-Stream, wie du vielleicht siehst. Oh, zwischendurch die Zuschauer beleidigen, das muss natürlich sein. Wer hat denn was gesagt? Servus und schön sehen. Redet dieser Drachenlord auch mit uns oder ist er mit Spielen beschäftigt? Ja, genau das ist der Punkt. Ich habe schon gehört, dass wohl wirklich einfach sehr, sehr wenig passiert ist in diesem Stream, dass er dann einfach zwischendurch dann so aufs Spiel konzentriert war, dass er sich dann auch gar nicht mehr um den Chat geschert hat. Aber er ist ja auch, man merkt es ja. Also er ist ja schon überfordert mit den kleinsten Multitasking-Fähigkeiten. Sich dann um seinen Chat zu kümmern, ich habe es euch schon häufiger gesagt, das ist ja das Interessante an so einem Live-Gaming-Stream, gehört halt da mit dazu. Und wenn du das nicht kannst, dann ist halt nicht dein Beruf. Und das heißt, ich konzentriere mich in erster Linie auf das Spiel, aber dafür spiele ich das Spiel ja auch. Ich finde es so schön, dir zuzuhören. Das habe ich schon oft gehört, dass mir sehr viele Leute gerne zuhören, einfach weil ich... Weil du Scheiße laberst und man sich fürchterlich einfach drüber lustig machen kann. Danke dafür. Übrigens. Hat mir die letzten Monate sehr viel Freude bereitet. Eine Stimme habe. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, weil ich für meinen Teil finde meine Stimme absolut grottig, aber... Da hast du allerdings ausnahmsweise mal recht. Deine Stimme ist, eigen. Und ich weiß, Rainer sagt das jetzt bloß, damit ihm dann die Leute nochmal nachbestätigen. Nee, du hast da ganz, ganz tolle Stimme, Rainer. Wenn sie das sagen, Rainer, dann ist das gelogen. Ja, dann sind es Leute, die sich gerade bei dir einschleimen wollen, um in der Hoffnung, dass sie Mods werden, um dich dann irgendwie zu trollen, zu leaken oder sonst irgendwas. Niemand, der alle 5 übereinander hat, denkt, du hättest eine angenehme Stimme. Ganz ehrlich. Wenn ich mit 5 Gartenhaken über Schultafel drüber gehe, hört sich das angenehmer an als deine Stimme. Es ist, ja, habe ich vor allem von Frauen schon sehr oft gehört, dass meine Stimme sehr angenehm ist. Ja, genau, Rainer. Welche von den Frauen war es jetzt? War es jetzt hier das Loki Girl oder war es Black Rose, die dir das verzeiht haben? Alter. Hat mir auch nicht mehr Freundinnen eingebracht oder mehr Leute dazu gebracht, dass ich mit ihnen ins Bett steigen kann. Also. Oh, jetzt hasst er mich aber gleich. Jetzt haben wir gedacht, das ist halt hier ein ganz unschuldiger Spaß, aber Rainer kriegt es natürlich wieder hin, irgendwas ins Sexuelle zu machen. Oder sagen die schon, meine Stimme wäre so angenehm, aber bomsen wollen die mich trotzdem nicht. Ja, Rainer, ganz ehrlich, du könntest auch die angenehmste Stimme auf diesem Planeten haben. Die Leute wollen ihn nicht bomsen. Erstens, weil du äußerst unattraktiv, ungepflegt und übergewichtig bist. Und zweitens, was noch viel, viel wichtiger ist, weil du einen schlechten Charakter hast, Rainer. Guter Charakter macht sexy. Es gibt genügend Leute, die Frauen haben, die außerhalb ihrer Liga spielen. Weil sie einen guten Charakter haben.
Aber ganz ehrlich, bei dir ist halt bei beidem Negativ-Jackpot. Ja? Körper, Arsch und Charakter, Arsch. Ja, dann, ganz ehrlich, du könntest die beste Stimme auf dem Planeten haben. Von daher, was soll's. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Pause. Und wir hören, riechen, sehen, schmecken und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht fühlen wir uns auch gleich. Nichts davon, bitte Rainer, nein. Nein. Ich will nicht. Hören ist gerade noch zu ertragen. Sehen obendrauf wird schon schwierig und bei Riechen bin ich schon raus, geschweige denn schmecken oder fühlen. Rainer, du bist eine Beleidigung für alle Sinne. Bis gleich. Pause. Dann haben wir jetzt eine schöne Runde Pause gehabt. Das ist doch mal ein Hengst. Was zur Hölle. Meine Pferdeaugen haben doch nie so eine Schönheit gesehen. Mit vor lauter Nervosität frisst du. Oh. Ich weiß genau, warum der Ranger das drin gelassen hat. Ich meine, die Leute gehen immer auf die großen Wassertiere ein. Aber das, was er vor den großen Wassertieren vom Stapel gelassen hat, ist halt nicht minder fragwürdig. Nur ein paar Grasbüschel. Aber der majestätische Hengst, er hat genau die gleiche Idee. Als ihr beide die Köpfe senkt, berühren sich eure feuchten Nüstern. Was zur Hölle? Du. Alter, jetzt tun wir das so, wie wenn das schockierend geschrieben wäre. Rainer, hast du deinen Blog mal durchgelesen? Das ist was hier. Tales of Scrotum McBuggerballs von South Park ist ein Scheißdreck dagegen. Bei deinem Blog muss man sich mehrere Kübel hinstellen, damit man immer was zum Neispeiben hat. Du hebst den Blick. Moment, das sind jetzt zwei Hengste dort. Um ihn seine Augen zu blicken, und das Gefühl ist elektrisierend. Das ist Pferd, auf das du ein Leben lang gewartet hast. Der Hengst, von dem du das Pferd immer geträumt hast. Als Pferd immer geträumt hast. Von all den merkwürdigen Gefühlen, die du als Pferd erleben könntest, hast du eines ganz bestimmt nicht erwartet. Wahre Liebe. Sind das die Sterne, die ich an deinem bleichen Körper sehe? Hervorragend. Nur ein starker, fähiger Zauberer könnte einen derart beeindruckenden Sterne kosten. Was Konstellation zusammen. Kostenvoranschlag, Rainer. Kostenvoranschlag. Kostell-Aktion. Zusammentragen. Du musst mich immer was vorstellen, wenn du herkommst. Denn, ja, eine finstere Präsenz hat in diesem Bereich alle vom Quest verschritten. Okay, genau, also ich merke auch, dass ich müde werde gerade. Ja, genau, du liest deswegen so kreuzgrindig, weil du gerade müde wärst. Seit 2 Stunden. Du bist offensichtlich dein ganzes Leben lang hundsmiert gewesen, weil ansonsten kann ich es mir nicht erklären, dass du in deinem Leben noch keinen Satz geradeaus richtig hast vorlesen können. Ich quatsch nochmal so viel. Wir werden uns laben an seinem Fleisch. So, und damit endet unser Stream. Widerliches Wesen, stell dich niemals zwischen das Desaster und seinen Juwel. Er beendet den Stream, aber irgendwie hat er nicht beendet. Die Scheiße läuft hier noch 3 Minuten. Und das ist eine Zusammenfassung. Höhläugiger Loser bist, der mit meinem Stab aus dem Keller entkommen ist. Dieb, du bist das ganz offiziell von Vermächtnis zum Flüchtling aufgestiegen. Unfassbar. Das ist... Wer kennt es nicht, wenn man vom Vermächtnis zum Flüchtling aufsteigt. Ich hab ganz ehrlich, ich krieg's nicht mehr. Vom Vermächtnis zum Flüchtling steigt mal auf. Oi. Was, dass du es gewagt hast,
dass ich es gewagt habe, zu heroisch draußen zu warten. Oh Gott. Und wir haben den... Ist der König hier, ist das Rainer? Der heroisch draußen auf die Hader-Maus wartet? Oder Ratte oder was auch immer das ist? Meister geliebt. Das Liebe ist zeitigt. So lebendig habe ich mich nicht mehr gefühlt, seit ich die Zutaten für Feenstaub rausgeknobelt habe. Überaus spontan. Spannend. Ich kann... Oh Mann, ich kann nicht mehr. Sie wird dir die örtlichen... Jetzt hätte er es fast richtig gesagt. Die östlichen und westlichen. Östlichen und westlichen Tore öffnen. Na klar, noch mehr Arbeit für mich. Warum auch nicht? Habe ja nicht genug zu tun. Ja, ich höre nicht auf, weil es nicht spannend ist, sondern ich höre auf, weil die meisten von euch morgen arbeiten müssen. Ja, im Gegensatz zu dir, der in seinem ganzen Leben noch nichts gearbeitet hat. Und ich höre auf, weil ich auch eigentlich ziemlich müde bin, ehrlich gesagt. Ich habe mittlerweile einen vernünftigen Schlafrhythmus. Lange gedauert. Mhm. Rainer, das hast du schon zur vagabunden Staffel behauptet, wo du mit dem Ranger unterwegs warst und gesagt hast, wie geil das jetzt ist, dass du so einen normalen Schlafrhythmus hast, dass du in der Früh frisch wie der Morgentau aus dem Bett hupfst, wie so eine junge Gazelle. Das ist alles gelogen, Rainer. Es ist gelogen. Ja, diesen Fan, mach weiter. Erstmal danke für die Unterstützung, aber ich bin nicht bestechlich. Wobei ich jetzt gerade sagen muss, dass mir mein Auge tränt, weil ich mich jetzt anscheinend gerade dumm gekratzt habe mit meinen Chili-Fingern. Ja, na, Rainer, du hast, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man deine Fettgriffel über so eine Petrischale zieht und die in den Brutkasten neidurt, dann bricht da in der Nacht irgendein Wesen aus und da hast du den schönsten Horrorfilm beieinander. Deine Finger sind mit das ekelhafteste, was es auf der Welt gibt. Und wenn du dir damit ins Auge langst, dann wundert es mich nicht, dass das zum Schimmeln anfängt. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Meine Pilchen. Was ist das denn für ein Lutscher, Alter? Renn halt weg. Jo. Ist er krepiert. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich den denn besiegen? Kannst du voll knicken, Alter. Wie soll ich das denn machen? Außerdem wollte ich eigentlich mein Ding leveln. Hat mit Zensur überhaupt nichts zu tun. Solche Leute haben... Doch, Rainer, doch. Er redet von Zensur, warte mal. Erstens sind hier alle möglichen Sachen wieder gelöscht. Und zweitens, doch Rainer, du hast extra Leute zu Mods für deinen Kanal gemacht, damit die ungeliebte Kommentare löschen, bevor du sie lesen musst. Das ist Zensur, Rainer. Das ist Zensur, weil du mit der Wahrheit nicht klarkommst und weil du die Wahrheit nicht hören willst. Gut, das hat keiner gemacht von denen Leute, weil halt auch da der Großteil Hater waren. Aber die Idee dahinter war Zensur. Haben wir im Stream überhaupt nichts verloren. Und die Mods können ruhig ein wenig härter durchgreifen. Was ist denn jetzt los? Weiter dem Bild. Oh, ja, hier liegt eine riesen Dachenleiche. Hören wir dann doch auf? Problem ist, ich habe eigentlich gar keine Lust aufzuhören. 4 Gegner mit einem Pfeilhagel. Allzu lange machen wir jetzt nicht mehr, aber ein bisschen überziehen kann man ja mal. Plan war eigentlich nur eine Stunde. Okay, ich bin tot. Das Problem ist halt, ich hasse diese Aufgabe von Ranger. Hast du vor, Diablo 4 zu streamen? Dann fällt mir ein, das kommt ja auch bald, ne? Quatsch, warte mal, das ist doch schon raus, das habe ich doch schon gestreamt. Diablo 4 habe ich doch schon gestreamt. Na, Rainer, Diablo 4 ist noch nicht draußen, du hast das auch noch nicht gestreamt. Und wenn du jetzt behauptest, dass du einen Testkey gekriegt hast, dann sitze ich im Auto. Haben wir das sogar schon durchgespielt? Ja, genau, Diablo 4. Das habe ich doch schon gemacht, bevor ich daheim raus bin, Leute. So, und hier nochmal vorbeilaufen und jetzt haben wir gespeichert und beim nächsten Mal machen wir an dieser Stelle weiter. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Haut rein. Tschüss. Ja, das war wieder extra dämlich. Herzlichen Glückwunsch. Da haben wir miteinander mal wieder ein paar Gehirnzellen
auf der Strecke gelassen, weil ich bin mir echt vorgekommen, wie wenn ich aktiv dümmer geworden wäre, und ich das sehen musste. Aber ist ja alles Fun and Games, ja, wie der Franzose sagen würde. Nee. Und nicht vergessen, das nächste Mal, wenn ihr im Hotel seid, dann gebt dem Protégé ein gutes Trinkgeld. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Und Medal auf.